Welkom Tim Zenje. Welkom hier in Ola. Welkom ook die leute hier en wachtbid. We willen schijn zingen, we willen vrouw zingen en we willen God aanbidden. Maar het gaat erom dat God zal verherrlicht worden. So, wenn du noch nicht recht bist, dann hol dich den Fern an. Red mit Gott, wenn es von der am Arm war. Wir wollen am aanbidden und merk einfach merk den Hort op. Und wenn du nachher Gott sein Wort hier, und wenn wir alle Gott sein Wort hier, dann wollen wir unser Hort opmerken, was nicht leren. Von der möchte ich mir einen Mann, der herkommt, und sieht Gott von der Soos. Red doch zu mir. Nicht? Bij verken hebben we vaak momenten waar dat leven rand normaal, je hebt je al schijn dat het eigenlijk goed, maar we waren wel God ons reden. So, wie moet onze God opmerken? So, ik wacht God te mij redt van jou en ik hoop dat je het voor die ook zo vindt allen. Hoeveel geloof hast du? Dat is vielleicht een beetje een spoetse vrouw hier te aanvangen, maar op een gelegenheid du hast Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 17. Und du kommst diese Frau ab mit dem Glauben. Und ich weiß gar nicht, wo du die befängst in dem Leben. Wie viel Glauben du hast jetzt, das Leben hast du nicht bis Sockerlatje, nicht bis Frieden, nicht bis Sonnenschein. Wie alle gehen auch der Tide, wo uns da vielleicht schwer fällt, an Gott zu glauben, wo uns da vielleicht schwer fällt, an Gottes Leben te geloven en deze leven vast te houden. En Jezus zegt hier te zijn Jünger, want je moet geloven hast als een Samtkorn, als een grano de mostaza op Englisch, op Spanisch. Op Englisch is het mustard seed. Dan kannst du das een boy zeggen, zu der montaña, muévete, also beweg die. Dat eerste Leute, wat we van jou zingen, is op Spanisch. Vielleicht hast du het bekannt, oder nicht? Dann lass es einfach reden zu dir, das Leute. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así lo dijo el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así lo dijo el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Von der will ich wieder merken mit unserer Geschichte von Jona. Jona ging in letzten Ninive. Heu hat genug Zeit, dem hier weiß, der Wallaie. Was wollte die Menschen sagen? Seine Motivation wir wahrscheinlich nicht, dass heute Menschen in Ninive live hat. Wir haben nur ein paar Botschaften hier, er war live.
Wanneer ik me Jona met bekijk, dat wordt eigenlijk door wenn je gone zijn, wenn hij muss. Dat hij weer dat antwoord, ik kan niet uitklaren voor God. Hij denkt, wat Ninive. En als hij er dan aankomt, überlegt hij nog, wie worden de mensen reageren? Dat zijn gemene Fien. Wie worden de, op dat woord wat ik vertel, reageren? Worden die dat aannemen? Worden die dat überlachen? Worden die dat gleichgültig nemen? Maar zijn boodschap weer ganz klar, wat Gott aan hem hart gelegd hat. Diese boodschap is eine Säuerkarte. Dat zegt, nach 40 Jahren, en Gott wird Ninive verstieren. So kalt und so scharf wie seine boodschap. Hij predigt, en wenn wir daran denken, weil ich am Anfang sehe, dass wir eine so große Stadt, mit vielen Menschen, mit ganz bunter Lied alle Wege, dann stahl ich mir ein bisschen für am Anfang wurde der vielleicht, ja, vielleicht ein Wort, weil das Frauen da hier ne. Der sagt uns nach 40 Jahren, dann ist so eine große Stadt, war ich? Jetzt doch nicht. Aber das Interessante ist, heute predigt 3 Jahre dieselbe Botschaft. Und jetzt, in der Nordkamp hat den König. Und als der König dort dann hielt, sagte, im ganzen Land, das ist ein Befehl vom König, soll nu gefasst werden, sowohl Tiere als Menschen. Wir sollen alle Saakkleider antragen, dass wir ein Duke, ein Landstype, was man sich da übernehmen. Und heute, als König selbst, stehe ich von seinem Thron rauf und sah sich einen Ausstuhl. Wenn er sagt, was kann wir noch lernen als Gott durch eine Frau? Gott durch eine Prache. Vielleicht hat Gott noch die Not für uns. Wer weiß? Vielleicht lässt Gott sich ändern. Und der Jena, der beobachtet das Ganze. Was am in Wirklichkeit fähig ist, weiß ich nicht. Aber er sieht, wie die Menschen nu anfangen, wirklich eine Gottesreich, eine Gotteswelle zu fragen. Und der König, der lässt auch wieder sagen, weil wir alle abhören von uns bei diesem Leben, weil wir das hinter uns lassen. Ich kann mir mit zu vorstellen, wenn die Tiere und die Menschen alle Trieb gefasst haben, da wird der Leute hingehen sein, die geschub, der war ihr Blut haben, der wird gehungert haben, der wird gedacht haben, auch die Menschen. Aber sie sehen, dass das unsere einzige Möglichkeit. Nu ist meine Frau und uns und mich und die, wenn ich eine Abgabe habe, weil ich ganz schnell weiß, das ist meine Abgabe. Was ist meine Motivation, dass ich das? Der ich das, wenn ich meine nächsten Leute, wenn ich das für Gott, oder der ich das einfach am angesehen zu werden, einfach eine Sache mehr zu lernen. Jonas seine Motivation wird so wahrscheinlich nicht der Leute. Mein Wunschgebet ist, dass du und ich, was immer wir lernen, dass wir das Dieren für Jesus lernen können, dass wir Leute dafür empfangen. Ich will noch mit uns beten. Danke, Jesus, für diese Geschichte von Jona. Jesus, du erfüllst uns immer weiter mit deinem Jes, mit deinem Leib. Und Herr, musst du doch helfen, dass das, wo wir nur ein paar Botschaften evaluiert haben, dass diese Leib Tag für Tag an uns geraten kann werden. Dass das an uns zu sein ist, dass wir Menschen sind, die Leib ausstrahlen dürfen. Jesus, bitte sehende jeder einem. Amen. Ist das nicht großartig, wenn wir daran denken? Immer war diese Geschichte von Jona und wie das im Sinn Leben so eine verschiedenste Stationen wieder jetzt durch zu erkennen, dass Gott ein so großer Gott ist, was Wort geht, was wir gar nicht verstehen können, wenn bis Gott das Tod lautet, dass eine ganze Stadt amtiert nach Arm. Wie viel wisst ihr, denk von Gottes Hort für uns Menschen, dass Gott eine Beziehung mit uns Menschen macht, eine lebende Beziehung. Und dann, habe ich gleich immer wieder frisch in Jahr, wie loben und wie preisen deinen Namen, wie deine Worte, die sind so groß.
für mich, lass mich sein. Leib und mir, mein Hort, nur die Beten, mein Leben, ja, weit nur die. Und hier sie ich dem Beten, hier sie ich dem Preisen, hier sie ich dem Sein, du bist mein Gott, du bist ganz voll Leid, ganz im Kurse würdig, du bist wundervoll, Götter mir. Life warst du arm. Hier sie ich dem Beten, hier sie ich dem Preisen, hier sie ich dem Sein, du bist mein Gott, du bist ganz voll Leib, ganz im Kurse würdig, du bist wundervoll in Götter mir. In Heut nicht, verfehlt die du kommst, für mich sind, du hast dort dies. In Heut nicht, verfehlt die du kommst, für mich sind, du hast dort dies. Und hier sie ich dem Beten, hier sie ich dem Preisen, hier sie ich dem Sein, du bist mein Gott, du bist ganz voll Leid, ganz in Kurse würdig, du bist wundervoll in Götter mir. Hier sie ich dem Beten, hier sie ich dem Preisen, hier sie ich dem Sein, du bist mein Gott, du bist ganz voll Leid, ganz im Kurse würdig, du bist wundervoll in Götter mir. Ja, Jesus, du bist sogar zu mir, du bist sogar zu einem jeden von uns. Du bist so voller Leib, dass wir gar nicht vorstellen können. Wie sind die Menschen, wie brücken die? Wie brücken auch, dass du zu uns redest, dass du uns Gott fallen ist mit deiner Wahrheit, mit das, was so ist, mit das, was du in uns neigelegt hast. Du kommst rauf in dem Düsteren, in unsere Düsternis nennen. Du, wo wir nicht sein können. Du, wo wir nicht glauben können, Gott. Wo wir das nicht fühlen können, wo wir das nicht fühlen können, wo wir das nicht begreifen können. Dass du ein Gott bist, der einen Plan für uns hat. Dass du ein Gott bist, der jeder Staub in unserem Leben mit uns sieht. Du beten wir einfach von dir. Komm du. Herr, inspirier du unsere Worte. Dass wir unsere Worte aufmerken, dass wir gefällt worden mit deiner Leib, mit deiner Jenwut.
die wird wordt in ons aanlijst nu, die mochte die doch vast worden aan zijn hart. Amen. Een tijd lang terug merke ik me uit mal den 1. Korintherbrief in Kapitel 13 te lezen. Ich weiß gar nicht, wer das von jemand hat. Vielleicht hast du mit dem Schämen das beantwortet, nicht? Oder hast du mit das zu tun? So, das ist gleich Geld, wann wir das tun. Nicht für mich, und du das nicht für mich, sondern für die persönlich. Omdat du ein bisschen weißt, was da bei geschrieben ist, wenn wir hier über das Thema live reden. Falls du das so getan hast, kannst du dir von der vielleicht deutlich merken, über was wir reden wollen. Ich will ab dem Punkt angehen, die Eigenschaft, was der Live hat, was Paulus da präsentiert hat in Kapitel 13, Vers 4, der erste Wort, wo sagt, der Live ist langmütig. Der Live ist geduldig und freundlich. Das gibt verschiedene Übersetzungen, von wenn man die Wort braucht. Aber das geht darum, dass der Leib Geduld hat mit dem Nächsten, dass der Leib Geduld hat mit sich selbst, dass der Leib freundlich ist, dass der Leib Mut appellein hat. Nicht bloß einmal hastig ans zu eng, sondern das reicht durch. Der Leib hat eine lange Mut. Nicht bloß kort. Wenn wir das mal ganz kort definieren würden, würden wir können sagen, Leib, was bedeutet Langmut? Leib ist Aktion. Leib wird aktiv. Das würde eine kurze Definition sein, was Langmut können bedeuten für mich. Wenn Leib aktiv wird, dann kommt Langmut zum Verschieden. Wenn Leib aktiv wird, dann kommt Geduld, dann kommt Freundlichkeit zum Verschieden. Und ich möchte da einen Aufschnitt lesen, eine Geschichte, die wir in Lukas Kapitel 10 finden, ab Vers 30, bis Vers 37, sind 7 Vers. Da sagt das so. Dann antwortet Jesus und sagt, da ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho rauf, und fall der Räber in den Heim. Der Leute am die Kleider vom Charpa schlieuwen am jene Wachen Leute am Hof dort liegen. Da traf sich so dort ein Priester, dem selbst in Wach raufging. Und als der den Mann sah, ging er an der anderen Seite vorbei. Und gerade auch ein Levit. Als der durchkam und den Mann sah, ging er an der anderen Seite vorbei. Aber als ein Samariter ab seiner Reise durchkam und den Mann sah, dann hat er Mitleid mit ihm. Der ging hin und bunk am seine Wunde und Geld durch Öl und Wein nennen. Und dann sagt er ab sein Esel ab, nahm noch ein Gasthus und besorgt am. Als er nächsten Tag verlassen will, gab er dem Wirt 2 Silberstücke und sagt, er soll dem wieder besorgen. Und was dort mehr kosten wird, würde er am betonen, wann er 3 vorbeikam. Welcher von den 3 denkst du, wir sind Nächster, von dem der Räber in den Heim gefallen wird? Das schreibt hier Lieder, dem Jesus das vertalen, die sagt, die Mitleid mit am hat. So, es handelt sich hier um eine Geschichte, anscheinend von einem Jüd, der verletzt wurde wie, und einem Samariter, der am Halbe deit. Dazwischen kommen ein Priester und ein Levit. Und hier sind die Reaktionen ein bisschen beschrieben von diesen 3 verschiedenen Personen. Die ersten beiden sind sehr anlegend überein, und der dritte ist ziemlich verschieden. Aber ich will da einmal ein bisschen durchstellen.
Der erste, der präsentiert eine typische Reaktion und sagt, ich behält Distanz. Ich will so weit als möglich aufbleiben. Das sagt er, dat hij hem de waarschijnlijke zijne had, weil hij sagt, dat traf sich, zodat een priester denzelfde weg raufging, en als hij den man sagt, ging hij aan de andere zijde voorbij. Leider nicht zu dich beikommen. Diese Sort Menschen, die sind sehr bedacht daran, dass sie nicht selbst in Frau kommen. Komm der andere nicht zu dich bei, dass du nicht zu viel Persönliches antwortest oder dass die nicht zu viel Persönliches von dir antworten. Das können wir einmal sagen, dass die deine Help mit einmal beanspruchen. Hast du mal erfahren, wenn irgendwo ein ganz typisches Beispiel, ein ganz armer, verlumpter Mann verlängst die Gas hat und du sitzt dort, die fragt han, war da wem noch was? Ich habe das mal erlebt, dass ich dann für sich wichtig hätte. Oder? Ich bitte dir, was mir auch Frau. Vielleicht habt ihr das auch sagen können. Komm, leider nicht zu dich bei. Blieb so weit als möglich von dem, dass die Brücke können, damit du nicht in Frau kommst. Hol deine Beziehungen so gut als möglich immer flächlich. Aber boah kann. Damit man nicht antwortet, was der Bane ist. Damit du bei den anderen nicht antworten kannst, was der Bane ist. Wenn du kannst sie mit einmal überrascht fühlen. Oder der andere kann sich mit einmal von dir überrascht fühlen. Deswegen habe ich vielleicht eine Ort, na, wie geht es? Na, gut. Und du weißt nicht, wer fragt das wirklich jetzt, nicht? Aber, dass der nicht noch fragt, geht geschwind vorbei und sagt, gut, alles gut, ja? Und das ist nicht gut. Lebt ein Streit, lebt ein Hass, lebt ein Zank, sind große Probleme, und dort dann wieder nach Hause dich gut. Wenn das plötzlich geht, gut an. Dann kannst du all dort in den Stich gehen, was der andere die noch mit einmal wörtlich von der Wahrheit vertalen können. Der zweite ist ähnlich. Aber ich stelle das mal so durch, ich sehe nicht schwierig. Ich möchte dir weiter. Ich würde dir weiter, was das passiert, weil ich dort erst habe, was das war, wo es verletzt wurde. Woran? Na, ich will jedoch hier nicht haben, weil der das schwimmt mitzuteilen, wenn ich dem einmal sage, ne? So, ich möchte auch was weiter, aber, mal tun, ja? So, mir interessiert das Problem zu lösen nicht, aber mir interessiert, wenn ich windsakig sein will. Ich will dem anderen wieder plüdrig haben, was ich erfahren habe. Diese Haltung können sagen, informier dich so gut als du kannst, damit du so schwind als du wem trafst, dem dort nichts wieder sagen kannst. Das geht je viel scheiner normalerweise als ans Antimischen in das werkliche Problem. Der dritte, die Haltung, die sage ich mal so, behandle andere, so du wirst behandelt worden. Das sagt hier so im Vers 33 über aus ein Samariter. Ab seiner Reise bei Durchheim in den Mann sagt, hat er Mitleid mit an. Sei die Frau, wo ich mich von der mit beschäftigen will, ist, wie kann ich langmütiger worden lernen? Wie kann ich geduldiger worden lernen? Und das kann ich mir vielleicht leiden oder nicht. Ich sehe einer von den Personen, die das sehr dich bietet. Nicht, wenn ich langmütig sehe. Nicht, wenn ich geduldig sehe. Wenn ich das lernen muss. Andere Menschen können furchtbare Geduld haben. Ich habe mit einem Terminpaar gesagt, er hat eine unendliche Geduld. Viel zu lang Geduld gehabt für uns mit uns. Dann sage ich weiß nicht, ob das wirklich zu lang ist. Mehr ist die Geduld für uns nicht mitgekommen. Das ist verschwindet alle. Wie kann ich dann lernen, langmütig zu sein? Ich will, dass die das vermitteln. Dus ik geloof dat dat ook voor mij zijn merken kunnen. Dat we leren kennen. Geduldig, vriendelijk, langmütig met andere mensen om te gaan. En ik wil hier ons een blik op deze derde persoon merken. De andere twee, wat zich op distanz houden willen en wat niet schwierig zijn willen, die willen we maar buiten laten.
in onze tijd niet meer tijd verliezen. Ik geloof, we hebben een lange tijd voor ons, wat dit een Samariter ons te leren heeft. Wanneer we dat willen, durchkomen. Als eerste, wanneer ik leren wil, langmoediger te worden, dan moet ik aanvangen, de bedürfnissen van de nächsten te zijn. Gott heeft mij eeuwen gegeven. Der heeft ons de eeuwen gegeven, damit we zijn kennen, damit we handje kennen. Niet damit we wachtje zullen. We zullen dat zijn kennen, wat de nächste braucht. Hij zegt op diesem in vers 33, aber als de een Samariter op zijn reis, der reist hier bloß durch, dann zegt dat toe, wat hij hem toe, en hij zag den man. Wat passiert dan? Dan had hij Mitleid met hem. Als hij den man eerst gezien had, de schwerpunkt ligt hier op dem, dat hij den man zag. En hij versucht, seine eeuwen nicht te belegen en zei, das ist, wanneer du nicht seine hast. Dat blijft gewoon niet, ja. Nee, hij wordt beweegt te Mitleid. So, dat funkt daar seine eeuwen aan. De vrouw is, sei wie den man, sei wie die Frau, die Ramans in onze jegenwoord is, die verlaatst is. Sei wie die Verlassung am nächsten, oder sei wie te sehr mit uns selbst beschäftigt. Langmütig und geduldig zu worden mit anderen, dort fängt durch unsere physische Ehe an. Wann wir wem seine, das Mann, von dem Jesus hier redet, der sagt dem Verlatzten, er leiht sich Zeit, damit er durch seine Ehe anfangen kann, mit dem Hort zu sein. Und dort ging ab der gefeile Ehe. Er sagt, er wird zum Mitleid bewegt. So, das sagt ihm in Aktion. Er fängt an, langmütig zu werden. Er hat seine Ziele, er hat seinen Buram hier durchgereist. Aber er fängt an, langmütig mit diesem Verlassen zu werden. Und das ist der Ausgangspunkt. Wenn wir wollen lernen, geduldig und langmütig mit unseren Mitmenschen zu werden, dann müssen wir unsere Ort und Weise der Welt zu sein. Mit Jesus seine Ort und Weise der Welt zu sein, seine Lehre. Dazu brauchen wir, dass wir unsere Ehe aufmerken. Und dass wir dem Herrn sagen können, wiss mir, was du sitzt. Lass meine Ehe sein, so ist deine Ehe sein. Wir haben viele Verletzte, Ram ans Ram, Tag für Tag. Die Frau ist, sei wie die nicht. Und wann nicht? Warum nicht? Ich glaube, ich habe zwei Wörter dort beschrieben. Das sage ich nicht Tiet. Te bosig. Die Tiet rannt und alles macht schwind. Also, ich habe was gesehen, mir wir sagen, ich habe was gesehen, aber ich wüsste nicht ganz neben. Und dann sehe ich all weich. So, wenn wir wollen langmütig sein, dann brauchen wir Tiet. Dann brauchen wir, dass wir Tiet investieren. Dass wir uns Tiet nehmen. Die Geschwindigkeit, die hindert uns daran, langmütig zu werden. Und Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 24, keiner soll sein einen Nutze sichern. Und was seht ich, wenn ich bosig sehe? Schwind, ich mach noch das, ich mach noch Jan. Und das dreht sich bosig, aber letztendlich hat sich das meiste alles an mir gedreht. Wenn es ich das will, wenn es ich Ziele hat, wenn es mir das jankert, wenn es das, und dat ik tevreden word. Aber dort wat seinen nächsten Goethe, sagt hij. Und wenn wir wollen lernen, Leiftolia zu worden, dann müssen wir Gott beten, dass er uns die physische Ehe seine lässt, was seine Ehe seine, damit uns Hort anfangen kann zu sein und damit wir zum Mitleid bewegt werden. Einige von Ihnen, die mich hier die brukte das überhaupt nicht hier. Viele sind so sensibel geboren, die haben ihre Antennas alle weer ramlegen und die waren alles an, was passiert. So, ich kann Menschen, die haben all viele Sachen gesehen, das mir hat noch nicht abgefallen.
In Beziehungen. En waarom reagiert is als der reagiert? Dat zeg je mij niet. Du Herr, die so sensibel zijn, die brauchen das nicht zu hart nehmen. Aber du sind andere, sind als ich zum Beispiel, wie müssen uns daran üben? Wie müssen uns daran polieren? Ich weiß nicht, wie jemand das jetzt, aber den Not vom nächsten Wort zu nehmen, damit mir das Mitleid bewegt, das braucht Angriff. Das braucht Übung. Als zweites, was er uns lehrt, ist, wenn du was leren, wenn ich will leren, lang mit dir zu werden, dann fang an, mit der Video vom nächsten mit zu feilen. Ich kann jemand sein, dass er was weidet. Aber das ändert nichts bei mir, noch bei dem, wenn ich nicht anfange, mit zu feilen. Wenn ich nicht anfange, mich in dem Sinne lernen zu sagen. Die zweite Sache, was der Samariter deuten wir, mit dem Verletzten mitfeilen. Wir können nicht bloß sagen, dass das eine Theorie bleibt bei ihm. Die Bibel sagt, dass er fängt dort an, aktiv worden zu lassen. Dort, was er deut. Als er den Mann sagt dazu, dann hat er Mitleid mit ihm. Er wird innerlich bewegt. Am wir dort nicht entdeckt, was mit diesem Mann, was auf diesem Gas verletzt lag, passiert wird. Noch wieder passieren wird. Er erkennt dort, dass die Stellung von diesem Mann, die ging zu ändern, aber das lag in seiner Hand. Ob er die andere will oder nicht. Er wird so bewegt, dass er anfängt aktiv zu werden. Das regt nicht zu, bloß dem Nächsten seine Verletzungen zu sein. Das regt nicht zu, bloß das zu erkennen. Das meint, sich in dem Sinne lernen zu sagen. Dem Sinne Schuld zu nehmen in der Untertrage, mitzugehen, zu verstehen. Paulus sagt in Römer Kapitel 12, Vers 15b, hielt mit dem der hiele. So, wenn du jemanden sitzt, der verletzt ist, go in dem Sinne Verletzung nennen. Mit dem Sinne Verletzung mitgehen. In andere wird, deilt mit anderen der Lasten. Deilt mit anderen ihr Lieder. Versat jünt in die ihre Emotionen an. Lot die Gefühle, was den bewegt, Teil von denen Gefühle worden. Fällt, was der andere feilen. Wer kann das sein? Man wird sensibel durch dem, was man sieht. Man kann das ignorieren. Aber wenn wir so sind, in das Leben, was Gott will von uns, wo er uns die Ehe gegeben hat, dann schreiben wir unsere Sensibilität durch dem, was wir sein. Wir wollen viel feilen da. Mir ist das nicht entdeutet, wenn ich dem anderen durch verletzt lege sei. Und man wird einfühlsamer durch dem, dass man dort hielt. Was passiert ist. Tauharche. Tauharche, jemanden, der verletzt ist, das bedient mehr, als das gehört habe. Tauharche, das bedient, dass ich das verinnerliche. Ich war Teil von dem, was ich hier. Meine Gefühle fangen an, mit dem Nächsten seine Gefühle mitzugehen. Viele von uns machen sich sehr mehr, dass die Tauharche kennen. Bloß, was ich hier habe, das riecht nicht tau. Wenn das nicht in uns Charakter liegt, dann müssen wir uns daran üben und uns das innerlich sagen, dass wir lernen, Tauharche, aufmerksam Tauharche. Die dritte Angelegenheit, was wir in diesem Samariter sehen, verheulen finden können, ist, wenn wir wollen lernen von einem Langmütiger zu werden, ich fange an, die Gelegenheit Ramiram wahrzunehmen. Ich fange die an, auszunutzen. Das gibt so viel Gelegenheiten, Tag für Tag. Bloß, ich sehe von der krieg busig. Ich würde das Marie wählen, wenn das ging.
Solange uns wir leren rütschuwen, waar wir rütschuwen. En plötzlich, waar wir mit uns antworten, der Tag ist vorbei, was wir dort heute wollen tun. Rütschuwen, no Marie, ist nicht in Gouda Rot, den wir brauchen können. Da, was du zu tun hast und was du tun kannst, in dem neuen Moment, was das braucht. Und das ist, was der Samariter sagt. Wir lesen in Vers 34, der ging han bebunk am seine Wunde und geht durch all in Wien nennen. Wir können hier beachten, der Verletzte, der lag auf der Erde, der wir je schlauer worden, und die Bibel sagt, der lag durch halb tot. So, er kann nicht. Der lag da auf der Erde. Der Samariter, deed wat hij doen kann. Hij sagt seine Eeuwigheid mit dem. Hij versucht nur dem rauf zu kommen, wo der Verletzte lag. Hij acht sich nicht hecher, als der da unten verschlauer lag. Hij sagt dort, wann er dem Verletzten helfen will, die einzige Möglichkeit, wie von seinen Esel raufzukrypen, sich raufzubeiken, was du, wo der Bedarf ja lag, um dem zu helfen. Zweitens, sei wie, er braucht, was er hat. So, ja, je kunt anfangen und sagen, was nicht, ich habe nicht, und ich habe das nicht, und ich habe ja nicht, was will ich mit dem Mensch, ne? Kann je nicht anfangen. Doch, er hat was. Und er nimmt das, was er hat. Er sagt, geht all en wien op zijn wonden ab. En hij bebunk am die. Waarom? En dat weer wat hij had. Hij had niet Kitazol. Hij had niet Actron. Hij had ook niet Gasas. Wonder Oil? Wonder Oil? Hij had niet Wonder Oil. Hij had niet China Oil. Hij had niet Saddam Oil. Hij had dat niet. Maar hij had wien en hij had oil. En hij had irgendwas verloren. So hij deed in dem moment wat hij had. Hij gaf wat hij had. De wien die wat Geld gewast zijn, wils de alcohol had, die won de streel te maken, te reinigen. En de oil wat Geld gewast zijn, wils de weiter linderend gewirkt haft. So hij hat wat. En hij sagt nicht uitreden, om wieder te komen, hij neemt wat hij hat en brukt dat. En dat sagt ook dat hij bebunk am seine Wunde. Wir fragen uns vielleicht mit was. Ich stelle mir so vor, hij wat von seinen Kleider. Wahrscheinlich vielleicht der, was er euer hat, oder was er in der Tasche hat, genommen haben, um seine Wunde zu bebinden. Das Mann wird kein Doktor. Das wird kein uitgebildet dat im ersten Halbleiste. Sehr wahrscheinlich hat er von seinen eigenen Kleider gebrückt, kriegt sie aus von seinen Wein und von seiner Eil am diesen Mann erste Halbleiste. Aber er ging nicht bloß da wieder. Der Punkt ist, er deed was er kann, mit dem, was er hat, in dem präzisen Moment, was er braucht. Kannst du das auswendig lernen? Er deed was er kann, mit dem, was er hat, in dem neuen Moment. So, wir verkommen uns gut wie Sachen uit de stich, wenn ich glaube, ich sehe nicht Geld genug, oder ich habe nicht genug, oder ich habe das nicht mehr, ich kann nicht. Du kannst, wenn du da bist, kannst du was tun. Wenn unsere Hände sind, und noch mehr, wenn Jesus in uns lebt, dann haben wir alles mit, was wir brauchen. Wir können immer bereit sein zum Helfen. In dem neuen Moment, was tun. Er ruft keine Ambulanz nicht. Er sagt auch keinen anderen Ausweg. Er ging non. Wir sehen in Sprüche Kapitel 3, Vers 27 und 28. Heul nicht Geld treu von dem das trifft. Wann dort in deine Kraft
steht, Gott zu doen. Dann hört das nicht trei. Seid nicht zu die Nuba. Go und komm trei. Marje, wo ich die dort gebe. Wat du al bij die hast. So, das Mann hat können sagen, ich war mal seine, ich kann vielleicht einmal meine Reste einmerken, kommen dann drehen, dann sage ich noch auf die hier noch les. Weil ich mir da was anschaue dafür. Hij hat was. Und dort spricht ich dann, hört nicht drehen. Wenn der Mensch die braucht, dann halt dem, und wenn er das nicht braucht, dann halt dem nicht. Die Welt ist voll von verletzten Menschen, die vielleicht nicht unbedingt krank sind oder körperlich verletzt sind. Wie viele Menschen sind seelisch verletzt? Wie viele Menschen sind finanziell verletzt? Das ist nicht immer eine körperliche Verletzung. Wenn dort in deiner Möglichkeit steht, dich zu helfen, dann help mit dem, was du ist, was du hast in dem neuen Moment. Der Samariter lehrt uns hier zwei wichtige Worte, die uns helfen können, langmütig zu werden. Der erste einmal, du musst reich sein, um ja brauchen zu werden. Das jangt mich nicht. Ich will ein Wort, aber der mich nicht unterbrechen. Ich muss das bekennen, ich sehe einen Mensch, ich rede ganz persönlich von mir. Wenn ich ein Ziel habe, dann möchte ich nicht zu viel Zwischenfrauen haben. Dann möchte ich nicht zu viel Nischier haben. Vielleicht hat ihr das auch so. Muss wir mit arbeiten, da muss wir bekennen, da muss wir tun. Das ist nicht, was Gott von uns will. Gott will von uns, dass wir wahrhaftige Menschen sind. Dass wir leben, so als heute gelebt will haben. Nicht, dass wir existieren, um Ziele zu erreichen. Wir sind auf dieser Welt zu mehr aus dem Ziel erreichen. Gott will, dass wir leben, deilen lernen. Normalerweise kommt Langmut zu üben für mich nicht in meinen Glockentieten an. Der kommt immer in dem Bedürfchen sein Glockentiet. Und nicht in meinen. So, das sagt für mich, das ist immer anpassen. Leute, ist anpassend. Na, wir wollen uns doch Leute hier. Wenn wir uns Leute wollen, muss wir damit rechnen, dass das anpassend wird sein. Für uns als Menschen, wenn wir in unserem Fleisch leben. Normal kommt dort in der anderen Erde Zeit dran. Wenn irgendwer Hilfe braucht, das kommt in dem Sinne Glockentiet, nicht in meinem. Und meistens ist das ganz in meiner Zeit. Aber du hast die Herausforderung gefragt. Wir können diesem Beispiel sein, dass der Leib mit uns sehr anpassend ist, das soll gesagt. Dass der Leib Zeit braucht. Manchmal anzuhören und mit jemandem langmütig und geduldig zu sein, bringt uns unseren ganzen Stundenplan durcheinander. Alles, was wir uns von der Feriennummer haben, das kann durcheinander sein. Dort heute, wenn wir wollen, langmütig sein. Der Samaritaner, das ist durchaus möglich, dass die einen Termin haben, wo er hinreist. Er will aber wach noch ein Ziel. Er reist. Das kann sein, dass er auf den Handel merken will. Dass er nicht ihr Schafreis gemerkt hat. Das immer. Er ist es verloren gegangen. Das ist durchaus möglich. Dass er ab Jahren einen ganz wichtigen Thema erwartet hat, was er nicht hat erfüllen können. Warum nicht? Bis er hier Zeit verbracht. Wie ein Mensch, der Ziele erreicht, der würde sagen, der hat seine Zeit in den Grund gebracht. Das ist durchaus möglich, dass er einen Arbeitsvertrag verloren hat, weil er langmütig wird. Der Leib ist uns vollkommen anpassend.
De Frau ist, wöhnt es dienen und wöhnt es meine Entschuldigung. Langmütig zu sein. Wie seinem Fall starte ich, da ging ein Mensch von Jerusalem rauf nach Jericho. En fall der Räber in der Heim. Der reute am de Kleider vom Charpa, schleeuwe am en jinge, wach en leute am Halfdeut leien. Dit hielt sich das von dat ein ganzer Teufel war das. Der ist so einfach da und fertig. Passiert? Teufel, wir kriegen Räuber. Der hat am da gegriffen. Ich verklappte am da und leute am da leien. Dort ist nicht bloß ein Teufel. Gott führt verkommels zwei Menschen ab seine verschiedenen Orten wie es Teufel. Dort wie verkommels gleich wissen Teufel passiert das. Ich krieg getroffen. Und wir ignorieren, dass Gott dort an hinkommt, gelenkt hat, dass das passieren kann. Als die dort bewusst, dass Gott zielbewusst Menschen der Halbbrücke verdienen Uhr führt, in denen Weich stellt, willst du die aus fähig sind, dem zu helfen. Willst du die dort nicht leicht haben, dass du dem seine Situation eine Änderung geben kannst. Willst du die dort anvertraut, dass du sein nächstes Ebenbild helfen kannst zu verändern. Das ist nicht ein Teufel. Einer lernt nicht langmütig zu sein von Bücher lesen. Man leid für all die, was sehr lesen gleichen, aber man lernt nicht langmütig zu werden, Bücher lesen. Man lernt nicht langmütig zu werden, indem dort man die Kinder am Armen geht ist. Die einem nachher auch noch geht am Armen, als Dank trägt dafür. Man lernt langmütig zu werden, wenn man was tät, ohne dass man was erwarten kann. Das ist der große Unterschied. Wie viel Dövi, was ans Dreh erstattet wird. Und wie viel Dövi, was wir niemals kriegen. Wir sollen niemals mehr was davon. Das prüft uns, ob wir langmütig, ob wir geduldig sind. Wenn wir kein Resultat sein. Wenn wir nichts kriegen. Durch lernt man langmütig zu werden. Und das kann was kosten. Das kann uns was kosten. Von dem, was wir für unseren Tag geplant haben. Das kann ganz durcheinander kommen. Als Zweite lehrt es Samaritaner uns hier, dort wenn wir langmütig und geduldig worden lernen, dann musst du bereit sein, die zu riskieren. Risikos anzugehen. Wie viel Risikos sind wir bereit für uns selbst anzugehen? Wie viel Risikos sind wir bereit für unseren Nächsten anzugehen? Vielmals hindert uns unsere Angst daran, langmütig zu sein. Warum? Der Angst merkt uns hart die Bedürfnisse von meinen Nächsten gegenüber. Das blockiert mich. Das merkt mich isoliert. Du musst deine Angst analysieren und du musst deine Angst in die Augen schauen. Du musst deine Angst konfrontieren. Stell dir mal vor, dass das Samaritaner, der hat Angst gehabt. Und was hat er nicht alles können für Angst haben? Der ist da ab dem Weg, sondersäulend allein, und traf einen Verletzten, der arm diesen Samaritaner nicht helfen können. So der wir ganz abhalb von anderen angewiesen. Ängste, was er vielleicht hat könnt verheben, und so ja wahrscheinlich können alle von der richtig gewasst sein. Zum Beispiel heute könnt ihr gesagt haben, was ist, wenn das Ganze hier für mich eine Fall ist? Ähnliche hat mal gehört. Stell dir vor, ich gehe und halte dir mit die einfach angenommen von dem, was hier passiert ist. Und ich back mir auf und die weise Menschen kommen aus dem Krieg von hinter mir rübergeschoten und ich war rumpeln mich und dann mit selbst was mit dem.
Lotte mich der Hälfte uit en neukt dich. Aber gehst liggen, klamen mir noch alle Sachen voet, nehmen mir einen Esel, like sie hier, weit nicht wieder. Das könnte ganz berechtigte Angst gewesen sein, was er heute haben. Wann er dort hat vergeben wollte, er wie unterwegs, er wie auf einem langen Weg, und er wieder allein, bis er das verletzt. Du bist ein Samaritaner. Wir sehen in der Geschichte, dass der Samaritaner und der Jude, die wieder tödliche Feinde unter sich. Die können sich nicht leiden. Sie wären geduld von Ross her, sie wären geduld von Religion her, sie wären geduld von Politik her. Sie hassten einer den anderen. Das sei wie aus Jesus am Jakobsbaum Wutter schapen wollen, Wutter trinken wollen, in eine samaritische Frühhandscheim. Dann sei wie das all in dem Aufschnitt, dass Samariter und Juden sich nicht untereinander Kontakt halten. Die können sich nicht leiden. Und das plötzlich wie so. Ein Jude wie verletzt geworden. Und ein Samaritaner kam und sagte diese Verletzung in einem Stellung dazu. Was ist, wenn er vielleicht wohl gedacht hat, ich wollte diesem dann nur helfen und der lehnt mich auf? Das wird geschämend sein für ihn. Du hast ein Samaritaner wie und dann ein Jude helfen soll und der ihn auflehnt. Befehl wir uns. Gelegenheit hätte sein tote helfen, einmal den Mütterhahn auf den Töte gehen und sagen, du, ich habe angesehen, dass das fehlt. Kann ich dir helfen? Kann ich dir nützlich sein? Und er sagt, nee, ich will mir weiter. Zum Schema. Had je mir die Frau gesparen können, wo ich sage, nicht? Das nächste Mal, wo ich warte mit Frau, aber der fragt nur Hilfe. So, das hat das auch können. Aber er konfrontiert seine Angst und sagt, Angst, du hast hier keinen Raum von dir. Ich sehe gefragt. Ich gehe dran. Die Wahrheit ist, Angst hält uns nicht langmütig zu werden. Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18, wir brücken uns nicht Fürchte vor einen, der uns wirklich gut ist. So als er uns rein gut ist, merkt alle Angst in uns unnötig. Wer sich nicht fürchtet, indem es der Leib wer sich noch fürchtet, indem es der Leib noch nicht tüßig geworden, will's fürchten, dass einer sich verstruft. Nicht für Leib. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, Vers 12, und wat immer sei jünd döne solle, dort deut je an ook. So, das Samaritaner hat das klar. Wann ich da von der lege, wat würd ich wollen? Dat die voorbijreizen daar met mij deed. Ik wil wel je helpen zijn. Goed, dan ga ik helpen. Dan zie ik nu je vraag dat te doen wat ik wil willen dat hij met mij doen zullen. En dat is dat gezet in de profeten, zegt Jezus. Daarin enthält sich dat. Want du wirst die zu einer langmütigen Person entwickeln, dann musst du noch einen weiteren Punkt rein zu merken. Ich sie rein zu betonen, was das kostet. Dort ist vielmals vielleicht noch der schwanzte Punkt. So, ich habe all geholfen, meine Kraft, nicht? Ich sehe all durch was. Ich habe mich angeschwingt, ich habe mich gewaschen, ich habe mich einen Esel gestaltet. Nun aber tolle. Geef je nog een Rechnung? Ja, dann sieh rein. Ich fange an, die Bedürfnisse zu erkennen von anderen. Ich fange an, mit anderen ihre Weide mitzuteilen. Ich identifiziere mich mit denen. Und ich fange an, die Gelegenheit, die sich mir präsentieren, meinen Weg ernst zu nehmen und darauf anzugehen. Und ich fange an, die Ankosten ab mich zu nehmen. Was das kostet. Mein Gesicht, nahm Stellung. Langmütig worden mit anderen, das Haft kostet für sich. Weil wir die ab uns nehmen? Die sind unumgänglich. So aus Kraft, Energie
Tijd, onze Privatsphären, das kostet was. Und ich habe ihn nicht überstehen können. Jesus sagt, die Samariter, die ging han en bebunk am seine Wunde en Geld der Öl en Wiener. Dann sagt hij am ab sein Esel ab, neum am nur ein Gasthus en besorgt am. En als hij nächsten Tag verloten will, dann tol hij fair. En jij bij dem wird zwei selber steht an seht. Da du am nu wieder besorgen. Für das Geld. Und dann sagt er, en wat dat mehr kosten wird, dat staal op meine Rechnung. Ich will noch mal kommen, mir gesagt wiesen. Wenn dat mehr gekostet hat, dafür war eigentlich stehen. Der Samaritaner, der deed alles, was er kann, um einen ganz fremden Mensch zu helfen. Ein ganz fremden. Ersten halb er dem im ersten Blick abgegossen, als er dem da antraf. Nur dem nahm er dem ab seinen Esel ab und brachte dem ab seinen Esel, was wahrscheinlich bedient hat, dass er selbst musste feld gehen. Aber er war mutig, das zu tun, um dem Mensch zu helfen. Daher pflegt er dem die ganze Nacht durch, besorgt ihm. Und hat eine Stufe sorgt für ihm und sagt, zu dem Wirt, wenn du ihm wieder besorgst, das betole ich dir. Und wenn das mehr kosten wird, da wo ich deutlich stehen. Die Frau ist, was hat er davon? Nichts. Er hat nichts davon. Aber warum deutet er das? Das ist noch mehr, das wie ein ganz fremder Mensch. Er weiß nicht mal, wo jetzt ihn hier hin, was hat ihn hier mit meinem Geld, was ich dann angespannt habe. Das war ich. Das ist ein Mensch, was er geholfen hat. Das wir ein ganz fremder. Ich möchte mit ein paar Verse Jesaja, Kapitel 58, aufschließen. Vers 9b und 10. Nehmt das Joch weg, mit wönt ihr dem Nächsten das Schwurmerke. Und wiest nicht mit dem Finger, und red dem Nuber nicht schlechtet nur. Merkt ihr Hort up für die, wat hungert. Und stellt die wat lieden, tevreden. Dann wird ihr klar worden, wat dies da wir. Und wat dunkel scheint, wat so sein aus der Sonne ab Mittag. Ich lade die Enten beten. Vor dem Himmel, du hast uns eine große Horde, diepe Lektion gelehrt. In das Beispiel von diesem Samaritaner. Der uns wiest, dass wir andere so behandeln sollen, als wir möchten behandelt sein. Wir möchten teilgeben. Vielleicht hat einer mit dem anderen von der Teil hier das selbst mir das geht. Ich möchte bekennen, dass in meinem Leben verkommt uns alles andere als bitter Langmut, bitter Geduld, bitter Freundlichkeit. In die Momente, wo das nötig und dringend braucht für jemanden. Das sei ja auf mich selbst bedacht. Das sei ja auf dem bedacht, was mich vorwärts bringen kann. Ich bete, Herr, dass du mir verzeihen musst. Mein Hart reinwaschen musst. Wer immer dort mit mir betet, musst du uns die nicht nur erleben lassen. Und dass wir lernen können, langmütig zu sein, Herr. Dass wir lernen können, dem Nächsten so zu behandeln, als wir möchten behandelt sein wollen. Und dass du je Eten verherrlicht worden kannst. In Jesus seinen Namen. Amen.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious day that grace appeared, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. He's worth my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. Der Schwierigkeiten und Jadam, och det gjorde jag fick förbi. Doch haft ich nåd, mig Guds bewahr. Min Gott ist alles lieb für mich. Jag in 1000 Jahr med ham, en sine hand bekänt. Min Gott von Tron och hemmasting, Guds voll tillfredenhet. Min Gott von nåd noch hemmasting, Guds voll tillfredenhet. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Ja, Jesus, dat war wie. Ihr habt das geirrt, aber in alle Ewigkeit, Jesus. Dat war wie sie einfach singen, diese amazing grace, deine wunderbare Gnade, deine unendliche Liebe. Dankeschön, Jesus, dass du uns die erste geläuft hast. Und dass du uns schenkst, dass wir einander lieben. Und danke, dass du uns die Kraft dazu schenkst. Amen.